Also gestern den 9. Juli war die Day. Es war der 15. also mit der letzten Tag von der Verhandlungen für den Sozialplan bei ACS. Es waren ganz lange und intensiv Wochen. Ich muss ja wissen, dass wir die Annonce vom Sozialplan an Mikro tun, und dass wir Anfang Juni schon angefangen haben mit den informellen Verhandlungsrunden. Eine von unseren Chancen, wenn ich das so nennen kann, war nämlich, dass eine Direktion, die wollten während der Etat de Crise anfangen mit verhandeln. Wie ihr wisst, war während der Etat de Crise Delay suspendiert vom Sozialplan. Das hat also mit sich gebracht, dass wir viel mehr Zeit hatten, für am Anfang die Sozialplankonten zu verhandeln. Wie gesagt, wir haben Anfang Juni angefangen mit verhandeln. Eine von unseren Hauptrevendicationen von Anfang an war, für einen Plan de Maintien dans l'Emploi zu verhandeln. Wir wollten keinen Sozialplan. Also ist eine große Entreprise mit mehr als 600 Angestellten. Wir haben also damit von Anfang an gesagt, dass es Möglichkeiten müssen gehen, für die verschiedenen Leute können zu reaffektieren oder über andere Mesure wie Pré-Retraite-Ajustement. Kann aber auch über Chômage partiell jeweils Möglichkeiten geschaffen gehen, für die Leute, die können intern reaffektieren. Von Anfang an wollte die Direktion nichts davon wissen. Sie sind stehen geblieben und wollten unbedingt mit dem Sozialplan weiterführen. Wir hatten also am ganzen 9 Verhandlungsrunde, wo wir just über die Sozialmesure geschwatzt haben, natürlich über die Mesure de Sauvegarde de l'Emploi. Bis wir finalement effektiv den 25. Juni, das war der erste Tag von den offiziellen Verhandlungsrunden, also Tag 1, wo wir dann angefangen haben, für über die finanziellen Kompensationsmesuren zu schätzen. Wir hatten am ganzen 8 Verhandlungsrunden für über den extralegalen finanziellen Package zu schätzen. Auf ihrer Mesure hat sich aber während ihnen 5-6 Wochen hat sich aber aufgezeichnet, dass durch die gemeinsamen Efforten die Personaldelegation zusammen mit der Direktion gefordert haben, dass sie ganz viele Leute aber konnten gerade gehen, an intern entweder reaffektiert gehen oder ihnen konnte alternativ angeboten gehen, für ein Pré-Retraite-Ajustement zu gehen. Zum Schluss, also die letzte von den offiziellen Verhandlungsrunden, war am Anfang geholt die Schiffe von den Leuten, die wirklich noch vom Sozialplan impactiert sollten gehen, als den konsiderablement reduziert gehen. Und wir haben natürlich auch probiert, so viel wie möglich den Druck hochzuhalten auf die Direktion. Wir haben eine ganze Reihe Kommuniqué de Presse rausgeschickt. Wir haben und Solidarität von den verschiedenen Politikern appelliert, für eben auch hier Personaldelegationen sowie auch Salarié von ACS zu unterstützen. Und wie es fertig war logisch den Tag 15. Tag 15 haben wir als allerletztes Final Proposition gemacht, was den finanziellen Package angeht. Da hat sich eben einfach herauskristallisiert, dass unsere finanzielle Proposition sowie die letzte Finalproposition von der Direktion, dass der Ekart einfach zu groß war. Worauf sie als Direktion gestern früh in der Mitte proposiert hat, für dann aber lieber in Plan de Maintien dans l'Emploi zu verhandeln wie der Sozialplan. Dazu hat, wie gesagt, verschiedene Gründe, unter anderem auch, dass sie absolut wollten evitieren, auf Konziliation zu gehen. Den öffentlichen Druck, der war schon groß genug. Sie waren in den letzten Wochen purmal, wie gesagt, negativ an der Presse durch eben die Annonce vom Sozialplan. Dann eben drohen können, dass sie verschiedene Sachen besser hätte gerieren. Unter anderem waren nämlich auf der berühmten Liste vom Sozialplan auch 3 Member von der Delegation du Personnel, darunter 2 Präsidenten von denen am ganzen 5 verschiedenen Entitäten, respektive von den Personaldelegationen von ACS. Wie gesagt, die Direktion hat den Sozialplan zurückgezogen. Das ist auch absolut das, was wir wollten. Und nachher von Anfang an revendikiert haben. Sie haben den also zurückgezogen und haben den Plan de Maintien dans l'Emploi also proposiert. Die 2 sind effektiv absolut nicht das nämlich, während den Plan de Maintien dans l'Emploi am Anfang geholt, wo das Hauptobjektiv ist, dass l'Emploi soll mainteniert und sauvegardiert gehen,
kommen zu einem Sozialplan, aber zum Schluss immer zu Licenciementen. Am Fungomatei bisschen den verkehrte Weg gemacht, das sogar echt so, dass sie oft probiert bei den Plan de maintien de l'emploi umzufangen und wie für so viele Employeen wie möglich zu retten durch die verschiedenen Sozialmesuren wie Präretraiten oder eventuell sogar die paar volontären Formationen und Reaffektationen. Und dann eben zum Schluss gucken, falls Leute nicht könnten gerade gehen, dass sie dann gegen, an einer zweiten Phase einen Sozialplan gegen verhandeln. Hey, an diesem Fall haben wir umgedreht gemacht, eben weil die Direktion nicht wollte hören, nicht wollte lauschen. Und wie gesagt, beim Sozialplan durch den zum Schluss oft oder meistens können zu Licenciementen an das am Anfang geholt, auch da, wo in einer zweiten Phase eben den finanzielle Volley auch negociiert für die Leute eben mit einem extra legalen Package können finanziell zu unterstützen, was normalerweise der Fall nicht bei einem PME ist. Wir freuen uns, dass die Direktion also den Sozialplan vom Tisch geholt wird und wir bereden uns natürlich für die Verhandlungen vom Plan de maintien de l'emploi für. Dafür ist der Arbeit, als wie gesagt, schon gemacht, durch den Fakt, dass wir eben die näheren Reunionen hatten, wo wir über die Mesure soziale schon geschwatzt haben. Ich will aber nicht dass die Verhandlungen schon so gut wie gelaufen sind. Es gibt noch verschiedene kruziale Punkte zu diskutieren, wie unter anderem auch die Periode, wo der ASEAS eben kein herausgehauen, dass wir als obligatorisch EPM kann so an Eisen an in diesem Kontext nicht können gut vonstatten gehen. An dem Sinn sind wir also bereit für die nächsten Wochen für die PME gut aufzuschließen.